Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast. Uff, pelzig. Ja, der Yankee von morgen muss ich jetzt dort mit rumschlagen. Und ich hab schon tierisch Bock, wenn ich sehe, dass der Ende Spongo dahinter schon da munter rumrennt. Ich will den Kerl echt nicht so no kommen. Wir haben aber rausgefunden, dass es da weitergeht. Wie war das nochmal? Ja, an die Steuerung muss ich mich erst noch gewöhnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache euch doch nichts, Dr. Moll. Ah, ich mache euch doch echt nichts. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ah! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Oh Gott. Oh Gott im Himmel. Ah! Wer? Ich bin... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe gerade nur noch Schiss. Ich höre überall irgendwelche Stimmen. Ich höre überall nur noch irgendwelche Stimmen und ja. Gott, keiner macht irgendwas richtig. Oh Gott. So, was sind wir jetzt gelandet? Da. Bewege ich der Kante hin, um dich daran festzuhalten. Okay. Das ist wieder der B-Block. Ach du Scheiße. Ich mag trotzdem mal in den dunklen Gang gucken, ob es noch irgendwas gibt für uns. Vielleicht eine Batterie oder sowas. Nee. Walkie eventuell. Oh Mann. Und dass der immer, wenn der aufmacht, dann immer so einen dappischen Blick hat, dass er direkt da hinguckt, wo dann eventuell wieder jemand kommen könnte. Ach du Scheiße. Oh, okay, also hier zu der Kante. Und dann mich so rechts rum bewege oder geradeaus bewege. Ach du Scheiße. Ich glaube, da ist mal ein goldener Tropfen in die Hose gerutscht. Nee, jetzt nicht wirklich, aber oh, das ist echt heftig. Oh oh. Da waren die Schwengel-Schlawiner gestanden. Und jetzt haben sie mal einen Vorsprung gegeben, glaube ich. Das haben sie gemeint. God always provides a way. Follow the blood. Natürlich mache ich das gern. Erstmal dekontaminiert. Okay, jetzt bin ich im A-Block. Dekontaminiert worden. Vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Da war noch was. Ich wollte schon immer mal eine Batterie besitzen. Oh Gott. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, Yankee, du saublödes Arschloch. Was musst denn du so einen Scheißach spielen? Natürlich komme ich da nicht rein. Aha, du zeigst mal noch over. Oh, cool. Will ich mich dem nähern? Ich befürchte, mir bleibt nichts anderes übrig. Down the train, ja. Down the drain. Bitte fall mich nicht an, du Widerling. Akte! Ich wollte schon immer mal eine Akte lesen. Ah, bloß Reiflüchte. Oh Gott. Vater Martin Fingermaler. Von Wolfram at Murkoff Corp US.com an hgrant at murkoffcorp.us.com. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archimbaud oder Archimbaud. Okay, der ist Patient gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben.
damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Das klingt mal irgendwie noch recht deutsche Leute, die da gewohnt haben. Genau. Die da gearbeitet haben. Hey, bitte fall mich jetzt nicht an, du Freak. Ich gehe ja schon hier down the drain. Ah ja. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Warum sagt mir das Spiel das jetzt? Oh Gott. Was hockt da für ein Feiner? Oh oh. Der kann doch zu mir, oder? Igitt. Pfui, pfui, Teufel, pfui, pfui, Teufel. Aha. Danke für die Info, freundlicher Insasse. Ich weiß es zu schätzen, aber ich glaube, du bleibst lieber mal da drin. Das ist wahrscheinlich das Beste für uns alle, wenn du da drin bleibst. Und das sind noch Schämtischschränke, sehr gut. Okay, du siehst wenigstens noch relativ normal aus und nicht allzu entstellt. Ich denke trotzdem, es ist das Beste für uns. Wir machen die der zu. Nicht, dass der Idiot auch noch auf die glorreiche Idee kommt, er könnte uns folgen. Inaktiv. Natürlich. Oh, Jesus. Da kommen wir auch nicht raus. Das heißt, wir sind jetzt so oder so hier gefangen in dem Ding. Geht nur da raus oder rein. Und jetzt haben wir es mit Verfolger zu tun. Herzlichen Glühstrumpf. Just shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Wo ist wer? Oh, nett. Der ist uns bestimmt nicht so friedlich gesinnt, der Mensch. Okay. Ich glaube nicht, dass der uns so mag, wenn der schon gerade jemand totgekloppt hat, damit er denken kann. Wobei ich auch nicht so weiß, ob es da mit dem Denkapparat noch so gut bestellt ist. Scheiße, der kann hier raus. Wir haben gleiche Problem. Ich glaube, wir haben gleich ein gewaltiges Problem. Ja. Oh, der ist auch ganz schön entstellt. Ich wollte aber auch noch nichts lieber sei als still. Deswegen ist es absolut kein Thema, mein Bester. Ich bin absolut still. Wirklich. Ich bin ein sehr, sehr umgänglicher Mensch. Ah! Ah! Musik. Ah! Ah! Hau ab! Hau ab, du Gesichtrian! Ich mach dir doch gar nichts! Musik. Nein! Au! Au! Ah! Der ist also hinter uns her! Ich kann ja nichts zumachen, verdammt nochmal! Ach du heilige Scheiße, Mann! Hau bloß ab, du Freako! Macht nur in den Nachbarschrank auf, hier ist nichts Gutes drin. Ich sag das im Gute. Geh weg.
Ich sag, das sind gute, du Ding. Was gibt's hier? Ich weiß nicht mal, was ich hier gesucht habe. Wahrscheinlich so eine Art Schlüsselcard wieder. Musik, Musik. Mann, Ometa. Das ist aber eine Hektikmucke. Da ist was. Ja. Follow the blood. Folge dem Blatt. Ich wollte nichts lieber machen als ein Blatt folgen. Ich wollte schon immer nur ein Blatt folgen. Aha, da ist er wieder, unser Kumpel. Da ist nix. Aber ohne Witz, die Musik macht's echt nicht besser. Okay, scheiß drauf. Jetzt machen wir die Rambo-Methode. Ich laufe jetzt und wenn der Spinner kommt, dann renne ich, was es Zeug hält. Da ist er. Wo muss ich dann durch? Da muss ich durch. Okay, Hauptsache ich kann dort durch. Hui! Okay. Und erst 11 Minuten vorbei, ich kann gerade kotzen. Okay. Natürlich. Wir haben aber auf jeden Fall Interessantes. Oh oh, jetzt sind die... Scheiße, da sind sie wieder. Oh oh, jetzt haben sie Knüppel. Und nicht nur die Schwengel, die da runterhängen. Ihr könnt doch aber nicht durch die der, oder? Kumpels. Drücke X, während ich auf eine Kante zu bewegen, mir hinunter zu springen und dich festzuhalten. Habt ihr immer noch keine Hose gefunden? Es tut mir ja echt leid für euch. Okay. Ja, ich hatte auch vor, mich schon immer mal friedlich zu bewegen. Wehe, wehe, ihr schlacht jetzt die scheiß Scheibeier, ihr eklige Freakos. Ich glaube, weiter geht's nicht. Jetzt sind sie fort. Ich los dich ja auch alle. Absolut kein Thema. Akte, oh Gott, Akte. Ja, Gott sei Dank. Hui, ihr merkt auch gerne, dass ich mal überhaupt nicht viel Zeit los beim Lesen von den Dinger. Hinweis zur Wartung des Reinigungsstore. Murkoff Corporation PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung des Reinigungstore, nicht Reinigungsstore, genau. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch MMPSMM 180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Natürlich, das würde ich jetzt sehr gern machen, um ehrlich zu sein. Warum gibt es da nicht so einen Büroarbeitssimulator? Das wäre jetzt genau das Richtige, oder? So ein richtig schöner, entspannter Bürojob-Simulator. Das wäre doch jetzt absolut geil. Natürlich. Okay, jetzt machen die Pimmelkasper auf uns Jagd. Das ist natürlich auch sehr beruhigend. Ach, gucken wir doch einfach mal, was es da noch so Schönes gibt. Aber die Geräusche aus Block B machen wir immer noch Uberhager. Das klingt immer, als wäre jemand direkt hinter mir. Das ist nicht so schön, wie ich finde. Okay, da ist was blockiert. Das heißt, ich muss da was regeln. Scheiße, sind immer noch mehr als 5 Minuten vor mir. Boah, ich muss mich da echt von Del zu Del hangeln. Das ist richtig heftig. Und das Einzigste, was mich irgendwie normal... Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig, okay. Das Einzigste, was mich da am Leben erhält, ist das Wissen, dass ich den noch Final Fantasy VII spielen kann. Das mache ich immer noch Outlast. Und ist richtig, richtig beruhigend. Oh, okay, tatsächlich.
Scheiße, wieder so ein stockdusterer Drecksflur. Ich kann mich wieder in eine Notiz flüchten. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn er nicht das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Okay, jetzt wissen wir, wie der Kerl heißt. Der Speckmann ist, der Ackermann Science ist der Chris Walker. Der Valgas Chris. Jetzt kommt wieder Spinnemusik. Okay. Es ist totale Reizüberflutung, das Ganze, muss ich sagen. Schlüsselkarte für die Duschen. Ich muss echt gestehen, das ganze Spiel ist totale Reizüberflutung, was Geschrei und Musik angeht. Die teilweise auch recht deplatziert eingesetzt wird, die Musik. Also, dass eigentlich gar nichts passiert, aber trotzdem dreht die Musik schon voll auf. Das finde ich richtig heftig. Okay, und jetzt kommt was. Okay, wir machen mal lieber zu, damit kein anderer ohne Schlüsselcard sich mir da folgen kann. Oh, hoppla. Jetzt scheint mein nächster Zelletrakt zu sein, oder? Die sind schon sehr begeistert, dass ich komme. Entkommen sie durch die Duschen. Ja, geil. Das wollte ich auch schon immer mal. Oh, scheiße. Und draußen gewittert es auch noch. Natürlich. Und es regnet wie Sau. Hier ist auch richtig hell. Mann. Uah. Okay, das sind jetzt auch die Pimmelkumpels. Hält uns der Arschlöcher. Okay, weiter kann ich nicht als hier. Er hält uns für Arschlöcher oder für dumm. Sowohl als auch, würde ich sagen. Und ich halte euch für die Pornostars in der Anstalt zusätzlich. Okay, aber wenn ich Dennis so entkomme kann, ist doch schon mal ein Gewinn, würde ich sagen. Durch die Dusche muss ich. Das Blut zeigt uns jetzt an, nämlich den Weg. Ah doch, es zeigt uns den Weg noch. Ja. Ich fand den Fakt sehr interessant, dass der sogenannte Vater Martin eigentlich nicht wirklich Priester ist, sondern Insasse hier war. Das halte ich für höchst interessant. Ich meine, dass der nicht ganz bei Trost war, war klar. Aber es scheint nicht der offizielle Paare hier gewesen zu sein. Sondern nur einer, der sich für ein Paare kalte hat. Totenschein von Dr. Wernicke. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragnehmer Nummer 148616 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732, Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt, Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht männlich. Farbe, Rasse, das finde ich ziemlich krass. Weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig. Geburtsdatum 20. Oktober 1918. Der ist nur 2 Monate und ein paar Tage vor meinem Opa geboren, der 2013 verstorben ist. Der ist im Dezember, der ist am 8. Dezember 1918 geboren. Geburtsort Deutschland, wer hätte es gedacht? Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom
4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod bereits am bereits erwähnten Datum um 4:11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursache waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche, Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Und ich bin über die 20 Minuten, ihr liebe Leute. Das heißt, ich mache an der Stelle wieder einen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Outlast auf Pelzig. Steht noch Sache, die Episode heute, die war richtig heftig und richtig spannend, deswegen unbedingt im Anschluss sofort Final Fantasy VII auf Pelzig gucken. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen wieder. Ayan Yankee.